2016 hat erst gerade angefangen und ich bin schon zum ersten Mal ins Kino. Und zwar habe ich The Big Short gesehen. Ich erkläre kurz die Synopsis von dem Film. Und zwar geht es darum, dass 4 Analysten an der Wall Street relativ schnell, also weit vor der Bankenkrise im 2008, merken, dass irgendetwas dort nicht ganz mit sauberen Dingen zu und her geht. Und dann investieren sie quasi so, dass am Schluss die Banken eine Art zahlen müssen und sie Profit gönnen davon. Sie wollen aber eigentlich vor allem, dass die Banken zahlen. Und jetzt schaltet noch nicht ab. Der Film verkleidet sich relativ ungünstig, vor allem für Leute, die sich nicht so für Wirtschaft interessieren, mich eingeschlossen. Und wieso das so ist? Es ist ganz einfach. Der Film ist wahnsinnig lustig. Wer hätte das gedacht? Ein Film über die Wall Street, über Banker, wo jens die Leute hintergehen. Der Film ist hure lustig und was der Film am wertvollsten macht und wirklich auch super ausführt, das ist, er weiß, was es für eine Zielgruppe hat. Der Film ist gespickt mit irgendwelchen Wirtschaftsbegriffen und die den Film gemacht haben, wissen genau, dass du, der ihn schauen, keine Ahnung hast, von was sie schwätzen. Wie kaschieren sie das? Gar nicht. Sie erklären es dir. Der Film ist so unglaublich witzig, er nimmt sich selber so nicht ernst, er ist sehr selbstironisch, er bricht die 4. Wand, wie man sagt. Das heisst, die Schauspieler reden zwischenzeitlich mit dem Zuschauer. Mir hat das mega gefallen, ich habe das sehr erfrischend gefunden in dem eigentlich sehr trockenen Stoff. Der sehr trockene Stoff wird mega unterhaltsam übergebracht und jetzt komme auch ich so ein bisschen draus, warum das dort im 2008 die Immobilienkrise an der Wall Street und in den USA stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Ziel vom Film, weil es wissen alle, dass bei der Wirtschaft, dass das nicht allen so ein bisschen zusagt und es ist auch sehr trocken, es ist viel Zahlen, aber mit Humor vermittelst du die Message so viel besser und das ist da so gut gelungen. Der Adam McKay, der vorher Anchorman gemacht hat, also eine Komödie, hat der jetzt verfilmt. Das ist eigentlich recht eine unübliche Wahl, wenn man so den Trailer und so anschaut, aber wenn man den Film dann sieht, ist das eigentlich ganz klar, weil das ist mehr eigentlich eine Komödie als etwas anderes und das hat mich total überrascht und ich habe es wirklich super gefunden. Was der Big Short auch sehr zu gut kommt, das sind Performances, also die Leistungen der Schauspieler. Der Christian Bale spielt einen, der so eine Art fast ein bisschen autistisch ist und die ganze Zeit Metal lost in seinem Büro. Weiter ist noch der Steve Carell, der hat mich fast am meisten überrascht. Der ist ja sonst mehr so ein bisschen bekannt dafür, für so humoristische und sehr lustige Rollen zu spielen. Und er ist in diesem Film sogar wahrscheinlich der ernsteste von allen. Er ist immer hässig, er ist immer so ein bisschen am Hässeln halt, er hässelt alle an, er findet die Welt scheisse irgendwie. Der Steve Carell macht das wirklich hure gut. Dann auch der Ryan Gosling ist gut, er hat nicht die allergrößte Rolle von allen, aber sie ist gut. Er redet relativ viel mit dem Publikum, das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Und er ist zwar so ein ein schleimiger Typ, aber gleich irgendwie sympathisch, halt so ein bisschen wie die Banker sind. Und es funktioniert auch mega gut. Wer dafür eine kleinere Rolle hat, das ist der Brad Pitt. Der hat nicht so viel Screentime, also macht nicht so viel, aber in den Szenen, wo er ist er wirklich gut. Es ist eher eine subtile Rolle, im Gegensatz zum Choleriker Steve Carell. Auch die Nebendarsteller sind wirklich gut gewählt. Ich kenne ihre Namen nicht so, weil es sind nicht so wirklich berühmte Leute, aber es hat einen Haufen Charaktere und die sind eigentlich zum grossen Teil wirklich sehr gut ausbalanciert und ich habe teilweise wirklich vergessen, dass ich einen Film schaue, dass das Schauspieler sind, die dort stehen und dass das nicht ein Doc-Film ist. Und auf das sind sie auch bei der Produktion so ein bisschen eingegangen. Sie haben es wirklich wie einen Doc-Film ein bisschen machen. Das merkt man so an der Kameraführung. Es wirkt oft so, als würde einfach einer in diesen Meetings hocken und das so ein bisschen mitfilmen. Und das funktioniert in vielen Fällen sehr gut. Es wirkt eben sehr so, man kann sich recht in den Film hineinversetzen, man ist so ein bisschen in dieser Wall Street Welt drin und dann teilweise verbricht das einfach wieder, wenn es für 2 Sekunden so ein Close-Up macht auf dem einen sein Gesicht und das ist einfach unscharf. Das soll zwar so ein bisschen so wirken, als hätte es ein Laie gefilmt, aber das ist ein Film, der einen Haufen Geld gekostet hat und das soll kein Laie gefilmt habe. Das hat mich total gestört, hat mich immer wieder aus dem Film rausgerissen, wenn ein Gesicht oder sonst irgendeine Aufnahme für längere Zeit unscharf war. Es hat irgendwann gewirkt wie ein Gimmick anstatt ein Stilmittel. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, für wer ist der Film? Ich bin ohne grosses Wissen rein
habe ihn aber erstaunlich gut gefunden. Ich habe kein Interesse gross an Wirtschaft. Der Film ist wahnsinnig zugänglich. Es kann ihn eigentlich wirklich jeder schauen, ob man jetzt rauskommt bei der Wirtschaft oder nicht. Und das ist bei so einer Thematik wahrscheinlich die beste Wahl, die sie haben treffen können. Aber wenn man wirklich Wirtschaft einfach nichts zu tun haben mit dem, dann sollte man den Film vielleicht meiden. Aber sonst gebt The Big Short eine Chance. Er ist wirklich eine sehr positive Überraschung für mich. Mit dieser gewissen Selbstironie und dem vielen Humor präsentiert, funktioniert es wahnsinnig gut und es ist ein total unterhaltsamer Film, wo wahrscheinlich noch jemand zu reden wird geben. Das war meine Meinung zu The Big Short. Habt ihr The Big Short gesehen? Das nimmt mich sehr wunder. Erzählt es mir doch. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.